Hey, Was bewunderst du? Die Klamotten oder den Mann, der sie trägt? Oh Gott. Mir ist leider in der letzten Aufnahme einiges flöten gegangen durch eigene Dummheit etc. Jetzt sind wir hier bei der Red Rocket. Ich habe die Powerrüstung schon hergekriegt wieder. Ich bin aber auch schon unterwegs gewesen und habe einiges verkauft und Geld besorgt. Und ja, du siehst das eh, ein Level-Up haben wir. Und wenn wir nun hergehen, ich kenne folgendes, was nun kommt, sollte eigentlich Codsworth mit uns reden wollen. Schauen wir Sie mal. haben geschickte Hände, Ma'am. Ich sollte das wissen. Wie habe ich das vorhin gemacht? Der gehärtete Verschluss, den habe ich ihm aufgekaut. Genau, Codsworth vergöttert dich, also er dürfte bald mal mit uns reden wollen. Verlängerter Lauf, kurzer Kolben, den haben wir ihm aufgehört, der ist eh schon oben, Standardmagazin. Ich muss unbedingt den Dings machen. Ich muss unbedingt, wenn ich dran denke, die habe ich gesagt, möchte ich mir kalt nicht. Schauen wir uns mal den an. Kalibrierter, mächtiger Verschluss. Mächtiger Verschluss. Ich muss unbedingt mehr beim Waffenfreak machen. Mächtiger Verschluss, Stecherabzug. Bisschen was haben wir ja. Scharfschützengriff, großes Schnelllademagazin, Hammer, passt. Mündungsbremsen da wir nicht auf. So blöd sind wir sicher nicht. So. Da haben wir eh nichts mehr, da können wir auch nichts machen. Beta-Wellen. Optimierter Kondensator, den möchte ich so lassen. Allerdings streuend optimiert. Warte mal. 59. Da sind wir voll. Da sind wir auch voll. Strahlstreuer. Wissenschaft 1. Wir hätten aber. Warte mal kurz, jetzt verlasse ich das. Ma'am, dürfte ich Ihnen kurz was sagen? Natürlich. aber klar, was gibt es? Sehr liebenswürdig, Ma'am. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe Sie und Ihre Familie immer bewundert, seit dem ersten Tag, als meine visuellen Sensoren zum ersten Mal aktiviert wurden. Sie und Ihr Mann, Sie waren so gut zu Sean und haben mir die Pflege des kleinen Wonneproppens anvertraut. Mir wird ganz warm um den Reaktorkern. Sie können sich vorstellen, wie verzweifelt ich war, als die Bomben fielen und Sie in den Vault flohen. Ich fand keine Hinweise auf Ihren Tod. Ich konnte nur hoffen, dass Sie es alle rechtzeitig geschafft hatten. Als Sie zurückkamen, war ich überglücklich. Ich führte eine Komplettdiagnose durch, um sicherzustellen, dass ich keine Fehlfunktion hatte. Aber diese Nachricht von Ihrem Mann und Sean, glauben Sie mir, nur ein wahrer Held kann so etwas durchstehen. Ich bin kein Held, Codsworth. Glaub mir. Verkaufen Sie sich nicht unter Wert, Ma'am. Denken Sie daran, was Sie in dieser trostlosen Welt erlebt und geschafft haben. In den 200 Jahren habe ich gute Männer und Frauen zerbrechen sehen.
Aber Sie, Ma'am, sind der Inbegriff dessen geblieben, wonach die Menschheit streben sollte. Ich hätte nicht gedacht, dass du das so siehst, Codsworth. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie müssen nichts sagen, Ma'am. Ich wollte nur, dass Sie wissen, was Sie mir mittlerweile bedeuten. Ich glaube, dass nur Sie es schaffen können, das Commonwealth zum Guten zu verändern. Aber genug geredet. Meine Ansicht steht fest. Machen wir weiter. Durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Codsworth hast du den Skill Roboter-Sympathie erhalten. Na, das freut mich. Das freut uns, das freut ihm, das freut die ganze Welt. Gut, wir machen da weiter. Wir haben da jetzt Wichtigeres zu tun. Optimierter Kondensator. Ah, siehst in die Wissenschaft wollte ich investieren. Genau, warte mal. So, Mädchen. Jetzt kannst du die anhalten. Wo ist die Wissenschaft? Schmied, groß und schwer, das möchte ich auch noch machen. Die Wissenschaft müsste bei Intelligenz dabei sein, aber wo? Waffenfreak, Hacker. Gescheißen, Entschuldigung. Tja, das ist natürlich Arsch. Rüstmeister, was ist das? Schmied. Da sind wir. Na, da brauchen wir Level 34 dafür. Weißt du was? Wir sind eh bald einmal beim nächsten Level. Hauen wir einen Punkt in die Intelligenz. Genau. Kurzen Blick. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Mein eigentlicher Plan. Warte mal. Mein eigentlicher Plan war ja, dass wir nach Good Neighbor reisen. Genau, da haben wir das Mass Fusion Gebäude ja auch schon freigeschalten. Dass wir dort hinporten können, weil vom Mass Fusion Gebäude gehen wir das kurze Stück rüber und dann sind wir in Good Neighbor. Und dann schauen wir gleich mal, welche Waffen das wir uns kaufen können. Ich brauche was Besseres, weil für einen Wächter des Aufsehers braucht man ein bisschen was. Level und ja, schon wissen. Level 21. Wir sind eigentlich eh relativ gut unterwegs. Also das heißt, in diesem Durchlauf werden die Story und der Baumodus ein bisschen später kommen. Das wird ein guter Bäh! Kampf. So, jetzt können wir gleich eine von unseren neuen Waffen probieren, die ich so ein bisschen hergekriegt habe. Schau mal, was du kannst. Nix. Machen wir kurz Prozess. Der ist legendär. Geil. Kommen näher, Mensch. Geh Cozy, du Trottel, du dummer Schau, er lässt mich. Boah. Wirft 10. Okay. Hallo. Das können wir verkaufen. Das nehmen wir mit, das verkaufen wir. Na, das gefällt mir uns. Cozy, Hey, Ma'am, du alt, hier, mein Hab und Gut. dein Gut und Hab, wie ich mir das lab. So, da haben wir einer da, die gefällt mir uns, die probieren wir aus.
Die tun wir dabei weg. Bis wir nicht die Wissenschaft haben, tun wir die auch dabei weg. Passt. Diese Animation, die schaut noch immer geil aus. Kronkorken. Ins Mass Fusion Gebäude will jetzt eigentlich noch nicht. Wo war jetzt der Good Neighbor da hinten? Haben wir auch schon eingeschaut, genau. Komm, Mädchen, steck deine Waffen weg, die brauchst du jetzt nicht. Du geiles Luder. Wie schauen wir denn da eigentlich mit unseren Werten aus? Oh, bin ich schon zufrieden. Brauchen wir nicht. So, da herzlich willkommen in Good Neighbor. Gibt's ja überhaupt nichts zu tun, weißt? Hey, warte. Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Back off. Versicherung? Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Sie ist keine von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn? Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Wieso musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Schwester? Ja. Mir geht's gut. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Gut. Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht deinen Eindruck von unserer Stadt vermiesen. Nö. Good Neighbor ist aus dem Volk, für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Ja, versteh schon. Gut. Wenn du cool bleibst, wirst du dich hier ganz schnell einleben. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Natürlich, Hancock, du coole Socke. Mit ihm werden wir unterwegs sein, das kann ich jetzt schon verraten. Mit ihr können wir reden und da will ich her. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Ja, das ist sicher. Klar, ich schau's mir an. Kauf gleich mehrere Exemplare, falls dir mal langweilig wird. Na du. Na, Kenny. Nein. Sicher nicht. Partystarter. Verursacht 50%. Oh ja, Alter, 9000. Mal schauen, ob sie was Gescheites hat. Nö, 44er nicht. Die war zwar stark. Boah. Wieso streuend? Ach Mädchen, jetzt bin ich aber enttäuscht von dir. Da braucht man nix. Da brauchen wir dabei auch nix. Wir nehmen die 5 mit. Die 5 und die 110. Jetzt aber nichts zum Verkaufen. Wohl ein bisschen was. Ein bisschen was. Egal, wir werden das Geld schon wieder irgendwie... Da, Teerbeere kannst du haben. Ich weiß nicht, ob es da schmecken wird. Und wenn, dann lass das schmecken. Du geile Nudel. Ja.
aussprechen. Auf R war das, genau. Sehr gut, und wir sind wieder um einiges ärmer im Gestüt. Hey, Sieh mal an. Eure Ladyschaft mit ihrem Roboter-Butler. Mann, bist du toll. Erst. Toll nicht, aber geil. Geil toll. Toll geil. Ja, so in der Art halt. Inventar, ich habe nicht mehr. Wo hab mich die. Frage, wo hab ich die weiße Brille hier? Warte mal. Sie hat ja. hey, Cleo. Ich habe hier für jede Situation die passende Waffe. Jagd, Selbstschutz, kaltblütiger Mord, heißblütiger Mord. Ja, du geile Sau, zieh dir aus, Arzt. Klar, ich schau mal, was du hast. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Ja, natürlich, natürlich. Ich will mich auch nicht beschweren. Nicht dabei in Schiene, verlangsamt. Okay. Kleidung. Aber warte mal, müssen wir bei der Kleidung schauen. Kleidung. Nö. Gekacke, wo haben wir die weiße Brühen hier da? Warte, ich reise nochmal zurück. Oder habe ich die verkauft, was natürlich auch sein kann. Hi. Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Und du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest, das dich interessiert. Schreien? Hast du da gerade was von Leuten gesagt, die dich anschreien? Ganz richtig. Einige der Fremden, die hierher kommen, haben noch nie vorher einen Ghoul gesehen. Ich glaube, die kommen einfach nicht mit meiner freundlichen Ausstrahlung klar. Also, brauchst du ein paar Vorräte? Ghoul? Wie ist es so, naja, Ghoul zu sein? Naja, es ist besonders schlimm, wenn einen die Leute ständig danach fragen. Aber ich schätze, ich kann ihnen das nicht wirklich verdenken. Auf der anderen Seite sehe ich noch ziemlich gut dafür aus, dass ich 220 Jahre alt bin. Also, wolltest du was kaufen? 220 Jahre? Moment. Du bist 220 Jahre alt? Okay, es sind eher 270 Jahre. Aber erzähl das nicht gleich jedem. Als Ghoul lebt man lange, da hört man irgendwann auf, die Geburtstage zu zählen. Kannst du dir vorstellen, was es bedeutet, so alt zu sein? Ja. Ja, kann ich. Jetzt machst du dich doch über mich lustig. Wenn du so alt wärst wie ich, dann hättest du noch die Zeit vor dem Krieg erlebt. Dann lass mal hören. Komm schon. Wenn du so alt bist, dann erzähl mir, wie die Welt vor dem Krieg war. Wunderschön und friedlich. Ja. Ich hatte ein wunderschönes Haus. Einen weißen Lattenzaun. Und das grünste Gras, das du dir vorstellen kannst. Es war so friedlich. Ja, das war's, oder? Tut mir leid. Eine alte Dame, die weint, ist sicher das Letzte, was du sehen willst. Nun, du bist entweder der besterhaltene Ghoul, den ich je gesehen habe, oder der zweitbeste Betrüger in Good Neighbor. Das ist die Wahrheit. Deine Erinnerungen? Und woran erinnerst du dich? Aus der Zeit vor dem Krieg, meine ich? Ach, Schätzchen. Ich war damals eine wütende junge Frau. Ich dachte, die Welt wäre krank und würde mir nicht das geben, was mir zusteht. Dann endete alles und nun ja, ich irgendwie auch. Ein Ghoul zu werden... Vielleicht sieht man alles als Schicksal, wenn man erstmal mein Alter erreicht hat. Naja, aber deine Geschichte hat mir besser gefallen. Ganz gleich, ob sie nun wahr ist oder nicht. Was auch immer. Naja, so habe ich es eben in Erinnerung. Weißt du was? Du solltest dir mal das Hotel Rexford ansehen, falls du das noch nicht gemacht hast. Da hängt noch ein Vorkriegsghoul rum. Naja, kommen wir wieder zum Geschäft. Was darf's denn sein? Ja, dann handeln Ich wir habe ein mal. paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sämtliche Vorräte, die man für Geld oder mit Gewalt bekommen kann.
Natürlich, Gewalt ist die beste Lösung. Hast du irgendwas dabei, was mit feurig? Die macht ja keinen Schaden auch nicht. Waffen, Kleidung, Zerstörer. Oh! Nehmen wir mit. Schäbiger Rock, Charisma 2. Oh! Mädel, aus dir machen wir mal so richtig was. Aber so richtig. Dass du dich gleich auskennst. Die modische Brille hat sie auch nicht. Ja, das ist ja so ein Luder, das. Super, jetzt sind wir wieder pleite. Toll, Cozy, das hast du wieder super gemacht. Dir sag es, da ist sie daheim. Hey, Was bewunderst du? Die Klamotten oder den Mann, der sie trägt? Oh Gott. Na gut. Ah, herrlich. So, was machen wir? Hier in der geilsten Stadt der Welt. Memory Dan. Da sind ein paar Gammler. Die wütende Oma brauchen wir uns ja nicht an, da, oder? Man kennt. Willst du weiter den ganzen Tag in der Lobby rumhängen oder hast du noch vor, runterzugehen und was zu arbeiten? Für die Kunden da zu sein ist Arbeit. Es geht nicht nur darum, die Camps zu kochen, Claire. Es geht auch nicht nur darum, die Camps auszuprobieren. Lass die Finger von dem Zeug und konzentrier dich. Was? Wo bleibt der Spaß am Kochen, wenn man nicht selber was konsumiert? Hey, Oh, hallo. Entschuldige, mein Wenn ich mich Fehler. nicht irre, bist du neu in Good Neighbor. Und was denkst du? Genau, mein. Genau, mein Ding. scheint genau der richtige Ort für mich zu sein. Geht manchmal etwas wild zu, aber ist immer noch besser, als sich hinter den Mauern von Diamond City zu verkriechen. Das ist mal sicher. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen, halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich bin meistens hier oder im Third Rail und trinke diese Plörre, die Charlie verkauft. Brauchst du Teile? Ich hätte auch einen Job, falls du Interesse hast. Ich könnte Arbeit gebrauchen. Ich könnte Arbeit brauchen. Aber es kommt drauf an, was es ist. Ich weiß nicht, ob du das Bier im Third Rail mal probiert hast, aber ich glaube, Charlie holt das irgendwo aus der Kanalisation. So mies schmeckt das. Ich habe dieses Holoband gefunden, als ich was im Rexford repariert habe. Eine Lieferankündigung für eine Braumaschine aus der Vorkriegszeit. Aber das Ding wurde wegen der Bomben und so nie ausgeliefert. Ich habe mich mal etwas umgehört und das Teil könnte vielleicht noch intakt sein. Und da kommst du ins Spiel. Habe es schon gefunden. Ich glaube, ich habe sie schon gefunden. Das Ding heißt Saufkumpan. Machst du Witze? Das ist die Braumaschine, von der ich dir erzählt habe. Kann ich dir das Ding vielleicht abkaufen? 100 Kronkorken. Plus Bier. Wie viel bezahlst du? 100 Kronkorken. Plus Bier. Also, haben wir jetzt einen Deal? Nein, ich behalte ihn. War ja klar. Naja, sag mir Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Nö. Super, jemand Neues. Der Saufkumpane, der erzählt gut geile Witze, drum gefällt ich mir ja. Und zu fairen Preisen. Gibt es hier Arbeit? Ja. Du könntest echt perfekt für den Job sein. Du weißt, wer die Gunner sind, oder? Diese hochgerüsteten Söldner. Naja, ein paar von denen haben darüber gesprochen, das alte Hallucinogen-Gebäude zu plündern. Ich meine, allein der Name sagt doch schon alles. Da wird es sicher Zeug geben, das der totale Hammer ist. Wenn du mir davon was besorgst, gebe ich dir 200 Kronkorken dafür. Dein Angebot ist nicht gut genug, Fred. Okay, sagen wir 250. Das reicht mir nicht. Du hast doch vorhin erwähnt, dass da schon eine Söldnerbande unterwegs ist. Ja, das habe ich gesagt, oder? Wie klingen 300? Good Neighbor hat massenweise Cam-Abhängige.
Da hast du ja wohl genug Kohle, um die Sache anständig zu finanzieren. Oh, ich verstehe schon, wo die Reise hingehen soll. Scheiße. Der Job bringt 200 Kronkorken. Gefeilscht wird nicht. Okay. Okay, Fred. Der Deal steht. Du bist echt der Knaller. Der absolute Knaller. Jetzt war sie aber nicht. Wie viel hätte ich da jetzt braucht? Warte mal, wir sind da auf Stufe 10. Man hätte ja mindestens Stufe 10 oder 11 oder 12 braucht. Ist wurscht. Wir haben den Job. Jetzt möchte man was schauen. Garter Lab, der bringt nur 5 Erfahrung. 5. Ich mache hier nur sauber. Jetzt schaut sie wahrscheinlich noch beschissen aus wie sonst, ne? Nein? Wenn der Kack nicht da innen einsteht, ist ja wurscht. Wir schauen uns unseren Charakter so selten an, weil sie sehr verzweifelte Nudel, gell? Und ja, eine verzweifelte Nudeln, du weißt ja, wie das ist. Die dann gern fudeln. Ja, genau. Er ist so sympathisch. Hi. Was? Nein, das kann doch nicht. Du bist das. Ja. Sanctuary Hills, stimmt's? Vault-Tec? Moment. Hast du für Vault-Tec gearbeitet? Ich bin Vault-Tec. 20 Jahre treu für die Firma geschuftet und jetzt sieh mich an. Ich stand nicht auf der Liste. Aber du, sieh dich mal an. 200 Jahre und du siehst immer noch super aus. Wie ist das möglich? Kälteschlag. Im Vault gab es diese Kapseln, in denen wurden wir eingefroren. Ich bin erst kürzlich wieder aufgewacht. Was? Vault-Tec hat mir nie was davon erzählt. Unglaublich. Tja, ich habe es auf die harte Tour in die Zukunft geschafft. Ich habe den Schmutz überlebt, den Verfall und das Blutvergießen. Sieh mich an. Ich bin ein Ghoul, ein Freak. Laut Law hat der Krieg genau 2 Stunden gedauert. Das tut mir wirklich leid. Ich wusste ja nicht, dass das passieren würde. Du bist die einzige Person, die ich getroffen habe von früher. Oh Gott, ich war hier so allein. Keine Siedlung im Commonwealth will einen Ghoul mit 200 Jahren Vertriebserfahrung bei Vault-Tec. Nach Sanctuary gehen. Hey, du könntest zurück nach Sanctuary gehen. Ich komme dich auch besuchen, versprochen. Wirklich? Das würdest du machen? Okay, ich mache mich gleich auf den Weg dahin. Und du kommst mich auch besuchen, ja? Okay, dann sehen wir uns da. Sympathischer Kerl. Gefällt mir. Und sein Grinsen. Hihi. Was machen wir jetzt? Wir könnten... Was könnte man machen? Wir haben jetzt da in Good Neighbor eigentlich alles soweit. Nein, jetzt. Das große Graben machen wir später. Lasst uns ein bisschen reden, ein bisschen labern. Ich weiß, dass ihr alle euer eigenes Ding macht, aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meinem Mädchen? Habe ich dich nicht letztens bei einem Date mit Marowski gesehen? Hätte er wohl gern. Okay, wir kommen vom Thema ab. Wo war ich? Ah ja. Was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock. Also, was in unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinandertreiben? Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Das Institut und seine Sins! Ganz genau. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Jet verdient. Das Institut. Das ist der wahre Feind.
Nicht die Raider, nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonough schon gern mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten hab. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die er normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Wir nicht! Und mit welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Hancock! Aus dem Volk für das Volk! Naja, jetzt war's das. Da könnte man mal schauen. Da gibt's ja einen Job für uns. Den holen wir uns. Und den können wir dann gleich das nächste Mal machen. Hallo. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Also geh ruhig rein. Und darf ich raus auch? Was? Wieder einer von euch Söldnern auf der Suche nach MacCready? Er ist im Hinterzimmer. Hallo. Wir müssen uns unterhalten. Oh Gott. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Nein. Aber ich habe von dir gehört. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Was ist das für ein Job? Was für ein Job ist das? Ich weiß es noch nicht. Alles, was so anfällt, sobald dich mein Boss gesehen hat. Es wird gefährlich sein. Und du erhältst eine gute Bezahlung dafür. Bin dabei. Ich lebe für die Gefahr. Wo muss ich unterschreiben? Mir gefällt dein Eifer. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Mann, ich liebe dieses Lied. But if you're searching for something to bring you comfort, oh well, I'm the one you're looking for. Is your motor running close to empty? Or are you running from yourself? You're thirsty for a brand new kind of pleasure. Or are you hungry to be somebody else? So sit down, your pretty face. You came to the right place. Oh, where every night it starts once more. I'm telling you, friend, your search is at an end. 'Cause I'm the one